Der Donald Trump hat sich für Luftanschläge und gegen Diplomatie entschieden. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Es handelt sich um die Atomanlagen Natanz, Fordo und Isfahan. Angegriffen haben die USA laut den amerikanischen Medien mit sogenannten Tarn-Kappenbomber. Die schweren Bomben, die sie runtergelassen haben, sollen unterirdische Anlagen zerstören. Das Ziel von Trumps im Angriff, das iranische Atomwaffenprogramm ein für alle Mal beenden. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Ob das in Trump seiner Regierung, die hier auf diesen Fotos im Situation Room im Weißen Haus sitzt, aber tatsächlich gelungen ist, ist nicht sicher. Das kann man nicht unabhängig überprüfen. In seinem Anspruch nach dem Angriff hat Trump Iran noch droht. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Der iranische Außenminister schreibt auf X, unter anderem, der Angriff hätte Konsequenzen. Die Ereignisse sind empörend und werden lange Folgen haben.